Optisch als Nobel Astra nach als Rüsselsheimer zu erkennen. Besonders steht Neid vom legendären Manta aufgelegt und als groß dunkle Visier vierstärchen Familiengesicht als dynamisch. Und nur doch als schwarze Visor seinen eigenen hohen Erkennungswert. Seine Silhouette als niedrig gehalten, 1,5 cm Manner wie bei seinem Vorgänger. Er weist einen künstlich vergrößerten Teil Glas, den durch den schwarzen Dach an Schwarzseilen erreicht wird. Ein dunklen Dach an scharf Luchten, so dynamisch kann ein Astra aussehen. Sein C-Seil erinnert an einen Haifischfluss, an sein Heck wird von relativen, kleinen hockeyartigen Luchten betont. Hier machen die Rüsselsheimer bei der Mode, eine durchgängige Luchtenunität zu installieren, nicht matt. Vielleicht etwas zu Deck abgedroht sind die vier an Handen tiefgezogene Jippen sowie die dominante Schwellerlichten. Immerhin als der 4,37 Meter langen neuen Astra K-Crossover erweist doch keine Designparallelen zu seinen Konzern-Schwestermodellen von Peugeot, Citroën und DS. Aber wie die neuen Astra Hybrid am Interieur ausgesehen, weisen nicht auch das Bilder. Die Unität von den zwei Ekranen steht auch unter dem Namen Pure Panel, also von Technoida Chlorid. An den Touchscreen dirigiert sie bis in dem Schofer zu. Mit der Menüandelung hat alles im zentralen Ekran ohne Probleme geklappt. Auch nicht alles geht am Astra am digitalen Kosmos aufgespielt, es geht auch nach ein paar Klangschaltern. Und die Lautstärke vom Radio auch nach nur erprobter Tradition über den Drehknabber gestellt. So kann ich noch über die Spruchsteuerung sein Adressenziel gehen, was mir auch nicht immer gelungen ist. Von einer herausstechenden Qualität sind die ergonomisch und vielfach verstellbaren Aktivsitzer mit dem Siegel RGR Aktion gesunder Rücken. Während Chauffeur und Beifahrer kann Mode auf denen schon ungeschwerte fiechte Sitzer reisen können, gesehen sich die Passagiere hinten dran schon mehr angeengt. Platz hinten dran zählt doch nicht zu der Stärke vom Astra. Das doffere Platz an der Mal oder ein bisschen durch die Verstauung von der Batterie leidet, kennt ihr auch schon von anderen Plug-in-Hybriden, könnt heute Ladevolumen von 352 bis 1260 Liter. Aber weil auch hier mal kein Boden hat, lädt die große Kabel für abzuladen dauernd an der Face. Für hier uns Bild vom Interieur aufzuschließen, wir auch nicht in der Verarbeitungsqualität am Interieur zu meckern. Auch der Nobel Astra gibt einen Plug-in-Hybrid. Sein System basiert auf einem 150 PS starken Turbo-Benziner und einem 110 PS starken Elektromotor. Zusammen bringen die zwei Motoren eine Systemleistung von 180 PS und ein Systemdrehmoment von 360 Nm. Der Plug-in-Hybrid Astra fühlt sich agreeabel, weil durch seine serienmäßige 8-Gang-Automatik zuzuschreiben ist. Und das gilt sowohl am Hybrid wie am Elektromodus. Die 180 PS, die auch über die feuchten Räder auf der Makadambrust gehen, passen für ein souverän Fahren, war noch nicht auffallend sportlich. Sein maximal Vitesse lädt bei 225 km/h, elektrisch bei 135 km/h. Und sein Sprint von 0 auf 100 km/h lädt bei 7,6 Sekunden. Seine Steuerung schafft präzise, seine Amortiseuren ein bisschen stramm aufgestimmt, sein Fuhrwerk ist gut equilibriert zwischen komfortabel und sportlich, sowie der ganzen Hybrid-Untriebsstrang gut zusammen schafft. Sicherlich schafft ein Doppelkupplungssport eine Volllast wie sehr, aber am alltäglichen Fahren sind weder Aufschalten noch Zuschalten vom Verbrennungsmotor zu spüren. Als den 12,4 Kilowattstunden großen Akku 100% geladen, verspricht Opel eine rein elektrische Autonomie von 60 km, wo wir beim Laden auch nicht weit weglaufen. Für die meisten Plug-in-Hybriden lädt der Nobel Astra PHEV nicht mehr Wechselstrom. Und das serienmäßig mit 3,7 und optional mit 7,4 Kilowatt. Geht aber lo, wie üblich als ein 11 Kilowatt Wallbox angezeigt, bringt die starken Onboard-Charger nicht. Weil der Astra versucht sich sowieso nicht mehr überdenken von denen 3 angebotenen Phasen. Ernstens gesät aber lo aus, wenn ihr nun eine öffentlich 22 Kilowatt Station angezeigt hat, liefert ein Phase 7,33 Kilowatt und kann Zeit vom Laden bis auf 2 Stunden aufsetzen.
wat den Opel Astra PHEV lo op 100 km verbrach ass bei all Hybridauto kompliceierten Thema. 1,1 Liter a 15,1 bis 14,2 Kilowattstunde pro 100 km, so seet no. Am hybridische Mixbetrieb loche während unserem neutrale Kilometerfuhren am Land die 6 Liter, an op der sportliche Autobonaventur nimmen am Verbrennungsmotto schon die 9 Liter. Als Plug-in-Hybrid mischt Opel Astra einen guten Job, mischt sich auch für diejenigen, die quasi nimme Kurzstrecke fährt, bequem und en plus auch nach bei sich daheim den Akku uploaden kann.